Bereit oder nicht? Es geht weiter hier bei Zelda Skyward Sword Hero Mode im 6 Herz One. Der Endboss. Wartet auf uns. Link, bist du bereit? Alles klar. Legen wir los. Wir sind voll ausgerüstet. Wir haben 20 Pfeile. Wir haben einen Holzbogen. Natürlich haben wir einen anderen Bogen lieber. Wir haben alle Feen, sprich also alle Flaschen voller Feen. Heißt, muss hier auch keine weitere Feen mehr aus der Wand herauskitzeln. Das ist sehr schön. Wir haben einen Endboss-Schlüssel. Wir haben sonst hier... Ganz sicher nicht Link. Wir haben sonst hier im Tempel, sprich der St. Galeone, alles gemacht. Wir haben alle Tempel, sage ich schon, alle Truhen ausgenommen und vor allem aufgemacht. Natürlich abgesehen der vom zweiten Uge, sprich der da hinten. Aber da ist ja das Herzteil drin und wir wollen ja keine Herzteile sammeln. Von daher alles Paletti. Hier haben wir auch alles. Hier ebenso 4 Truhen. Der haben wir soweit auch. Alles klar. Wir sind bereit. Bereit für den Schlussspurt auf der St. Galeone. Ja, Freund, der Endboss hier, der ist interessant, sag ich jetzt mal. Sehr interessant, vor allem die Vorbereitung dazu, weil, naja, ein Schiff ist natürlich immer nur so gut wie die Mannschaft, nicht wahr? Und deswegen, weil hier keine Mannschaft mehr ist, und auch der Kapitän gerade sich nicht an Bord befindet, kann man schon mal so viel sagen, es wird sehr nass werden. Hier ist nichts mehr, alles klar. Betreten wir den Bossraum. Ja, mit dem Tentakelschlüssel. Ist das eklig. So, wie geht es da überhaupt rein? So war es nicht, war? Mal kurz gucken, das sind 3 an der Seite. So schon mal falsch. So würde es ungefähr stimmen, aber jetzt stimmt natürlich unten nicht mehr. Da müsst ihr irgendwie auf die andere Seite rüber. Ja. Ja. Was sowieso falsch ist. So herum. Nö, aber fast. Fast muss nur noch umdrehen. Nö. Den hätten wir bereits vorhin gehabt. Dann habe ich hier wieder 3. Nee, auch nicht ganz. Ich glaube mir erstmal, das ist ein bisschen schneller. Moment, mal kurz. Das Band hier von der Fernbedienung nervt ein bisschen. Mal gucken, wie sieht es eigentlich aus hier. Das ist sowieso falsch so. Habe ich langsam alle Seiten. Dann muss ich den in der Mitte haben. Nee, so auch nicht. Wenn das Ganze drehen würde nochmal. Ja. Das Ganze so herum. Hilfe. Ja. Das ist irgendwie der Tentakelschlüssel, hatte ich irgendwie auch schon mal einfach in Erinnerung. Ah. Rein mit dir. Aber sonst schon ein cooles System hier mit dem Schlüssel und so. Nicht mehr so simpel wie in früheren Zelda-Spielen. Tja, und da ist er. Der Maschinenraum, wie es aussieht. Was zum... Ach du Scheiben, klar ist ja, Freunde, ich habe in der letzten Folge gesagt, der Schlüssel hat gewisse Ähnlichkeit mit dem Endboss. Toll. Die Tür ist noch offen. Sieht man sonst auch nie. Okay, das ist also der Hauptregenerator, wie es aussieht. Okay, wir hauen ab. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Wir gehen. Tschüss. Das Schiff schwankt. Nee! Ich war so schnell seekrank. Gebieter, ich hatte etwas zu berichten. Dann berichte, Fei. Diese Tentakel scheinen zu einem riesigen Monster gehören. Es scheint, als würde das Schiff angegriffen. Was du nicht sagst. Es besteht Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Ich empfehle, die Tentakel mit der heiligen Kraft zu durchtrennen und draußen nach dem Rechten zu sehen. Nach dem Rechten? Wieso? Wow, gleich durch 2 durch. Ist rechtsdiskriminierend oder was? Oh, da habe ich gar nicht mehr gesehen, ey. Alter, ihr fest sind 2 Herzen ab. Na klar. Wow, oh. Das flutet alles, hat alles überflutet. 2 Herzen abgezogen durch dämliche Fässer. Oh, lalalala. Wegen kalte Fest. Wow.
Ja, ja, gut. Alter! Gehen wir nicht auf die Schuppen? Oh, oh, hier ist alles ein bisschen... Ja, sieht alles ein bisschen anders aus, wa? Wow! Wow. Gut gemacht, Link. Gut gemacht. Und auch hier das Wasser flutet alles. Oh, oh, das Schiff geht unter. Alle Mann vom Bord, rette sich, wer kann. Nein, wo ist mein Sessel? Ich wollte mich gar noch ausruhen. Scheimkleister. Gebieter, ich muss dich warnen. Wieso? Die Tür ist aus Holz. Was? Ich spüre eine dunkle Präsenz in dieser Tür. Was du nicht sagst. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich der Ursprung der Tentakel in der Nähe befindet. Ich rate zu äußerster Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. Keine Sorge, Fall, keine Sorge, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hilfe an der Stimme. Ich kann im Arsch. Es regnet. Ist ja nie ein gutes Zeichen, wa? Oh oh. Oh oh. Wie das Schiff aussieht, hey. Na toll, keinen kommen mehr. Ja, und jetzt? Alter! Der Schrecken der Meere. Medusa Octopus Cyclopus. Uraltes Meeresgrauen Daidagos, oder so. Mein Alter! Schlangenhaare wie Medusa persönlich und irgendwie ein Auge wie ein Zyklop. Alles klar. So, Strategie, wir müssen erstmal Teile hier wegkriegen mit der heiligen Kraft, auch mit Pfeilen geht auch. Wenn wir genug davon gemacht haben, dann erscheint das Vieh plötzlich. Ich glaube 4 Stück braucht es, oder? Ja, 4 Stück und irgendwo kommt es dann herausgeschossen. Und dann rauf ins Äuglein. Oh oh. Na klar! Alter! Verarsch mich nicht, scheiße! Wow! Ist ein Verarschen, Kumpel? Hey, ich treff nicht mehr! Was soll denn der Scheiß? Na klar, ey, was ist denn jetzt los? Link, was treibst du da? Sollst zur Seite gehen, nicht hoch. Oh oh. Okay, also irgendwie habe ich wieder darunter getroffen. Jetzt war gerade ein bisschen crazy. Und rauf auf die hübsche Pupille! So, das ist die erste Phase hier. Die erste Phase ist relativ einfach, würde ich jetzt mal sagen. Vorausgesetzt, ich treffe natürlich. Das ist Voraussetzung. Bei der Macht von Grayskull. Zwei auf einmal, auch nicht schlecht. Und das war's schon wieder. So, wo kommt er jetzt? Links, rechts, Mitte. Links. Er ist Linkshänder. Na klar, wieder nicht. Wow. Na klar, verarsch mich doch. Ey, was ist denn jetzt los? Hey, im ersten Mal habe ich immer getroffen hier ins Auge. Ah, jetzt geht's wieder. Alter. Das Vieh ist so riesig, das kann's irgendwie gar nicht verfehlen. Das geht nicht, das ist unlogisch. Mann, oh Mann. So, mal kurz. Ja, so, jetzt geht... Gerade irgendwie, Höhe mit zuschlagen und so, geht nicht mehr. Grayskull. Neue Pfeile, sehr schön. Hey, 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 ganz ruhig hier, ganz ruhig, gell? Na klar, ich hab gar keine Chance mehr zu befreien. Der kommt gleich wieder. Was zum? Ich hab geschüttelt, hallo? Geschüttelt, nicht gerührt. Ist das eine Scheiße hier?
Warte, genug? Alter, ja, mir geht das Piepen auch auf die Nerven, aber kann nichts machen heute. Sorry. Ich muss abwarten. Der war eigentlich ein Schwarzer, hallo? Na toll, schlägt er schneller zu und ich bin tot. Natürlich, haben wir vollen Weg abgeschnitten. Ist mir beim ersten Mal nie passiert, dass er mich hier killt. Kam erst später. Natürlich. So, geht doch. Also irgendwie spinnt er heute irgendwie alles. Haare ab und das... Alter! So, jetzt aber. Dreimal Phase 1 vorbei, aber das war's nicht, Freunde. Die richtig heftige Phase kommt erst noch. Und bereits eine Fee verbraten. Ey, ich könnte irgendwie... Naja, was weiß ich. Nicht übergeben, so sieht's aus. Oh. Hier aufpassen. Die Fässer. Weil da bekommt man gerne mal einen Schnellschaden. Und jetzt kommt die Phase. Phase Nummer 2 im Prinzip das gleiche Spielchen. Aber das Vieh ist ein bisschen aggressiver. Aber mit den Haaren, jetzt wird's lustig, weil irgendwie die abzuwehren, die Haare. Aber auch einen guten Plan. Ah, das geht sogar. Alter! Geht doch. Oh nein, scheiße. Weil wenn ich irgendwann hier im 6 Herz noch die Boss-Challenge mache gegen alle 13 Bosse und so, muss natürlich hier eine gute Strategie haben, damit ich hier keinen Schaden kriege. Dürfte klar sein. Immer draufhauen! Hey, ich hau doch drauf schon! Seltsamerweise kriege ich nur einen Schaden. Voll ins Schwarze. Sehr schön. Und das war's. Ging ein bisschen schneller, wa? Seltsamerweise habe ich das irgendwie 3-4 Mal in Erinnerung. Aber wir haben es geschafft, ey. Und wenn ich ehrlich bin, sogar ein bisschen schneller als ich dachte. Weil ich wollte irgendwie das mit der Heiligen Flamme so in der nächsten Folge zeigen. Aber gut, bringe es halt in dieser Folge noch. Puh. Der Herzcontainer, der uns sowieso nicht interessiert. Zumindest noch nicht. Das kommt dann erst im Let's Collect dran. Alter, hey Freunde, stell dir mal vor hier. Mit 6 Herzen. Im Blitzkampfmodus. Gegen alle Bosse. Puh. Aber gut, der Test funktioniert jetzt soweit. Er kann die Schlangenköpfe abwehren, meistens. Weil nur teilweise funktioniert. Aber egal. Jetzt erstmal kriegt unser Schwert ein Upgrade. Sagt Tschüss zum Langschwert. Und hallo zur Flamme von Nayru. Der Göttin der Weisheit. Nairus Flamme hat dein Schwert gestärkt. Fei erhält neue Macht. Du kannst nur mit der Aura suchen, mehr Dinge erspüren.
Oh yes, bis zu 8 Stück. Das nächste Upgrade. Aus dem Langschwert der Göttin wurde das weiße Schwert. Und natürlich mit dem Upgrade auch für die Scheiden. Diese wurden natürlich auch weiß. Psiu. Das Zeichen des Fragments der Weisheit. Link. Der Träger zweier Fragmente. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehr dafür zurück zur Stätte der Lieder. Psiu. Das sind ja atomfrei, das werden wir. Freunde, wir haben es noch geschafft, unser Spiel speichern, aber bitte doch. Speichervorgang. Erfolgreich. Dankeschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Bzz. Allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus, da steht uns viel Arbeit bevor. Ja, Freunde, das ist nämlich auch der Grund, weil es könnte man sich doch natürlich denken, irgendwie der Herzcontainer liegt da oben, da kommt doch nie mehr ran, wenn ich den später holen möchte. Und auch das Herzteil wird doch jetzt im Prinzip verloren. Aber nein, denn die netten Kumpels hier, die werden das Schiff natürlich wieder aufbauen und deswegen können wir uns später sowohl das Herzteil als auch den Herzcontainer wieder mal holen gehen. Aber das, wie gesagt, dann erst im Let's Collect dann. Ich hoffe, dass auch du deine Freundin bald finden wirst. Psst. Du kannst jederzeit wieder kommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. Psst. Ah, Dankeschön. Es ist einer der ziemlich, gibt nicht so viele von euch Typen, die mich gerne sehen wollen. Von daher, vielen Dank. Schnurrsbauträger. Schnäuzelchen. Schnurrsbauträger. Hier sind wir fertig, Freunde. Fürs Erste zumindest. Die Ranell-Höhle, wenn wir ganz genau sind hier. Das ganze Ranell-Gebiet, jetzt haben wir die Wüste Ranell, wir haben das Ranell-Sandmeer und das da unten, sprich unter dem Ranell-Sandmeer, das fehlt noch, aber das kommt auch erst später noch. Ziemlich zum Schluss des Let's Plays halt, aber naja. So, jetzt aber erstmal werde ich hier abspeichern, da geht es im nächsten Part dann direkt zur Stätte der Lieder. Oh ja, ihr habt mich richtig verstanden, es geht dann zurück zur Stätte der Lieder und dort werden wir dann neues Lieder lernen und vielleicht sogar noch ein paar Sidequests erledigen, mal schauen, aber wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann wieder mal bei Zelda Skyward Sword Hero Mode im 6 Hertz One.